Live und scharf und herzlich willkommen zu Mark in Shanghai. Wir sind gestartet in Shanghai im Teamlab Borderless, wo bekannt durch fancy Räume ist, sind dann weiter in einen der vielen Parks von Shanghai gegangen. Mit uns ist dort die chinesische Kultur ein bisschen näher gebracht worden. Wir haben uns auch im chinesischen Drachenschwingen probiert, sind da einigermaßen dran gescheitert. Da sehen wir, wie es ein Profi macht, sogar noch in x-facher Zeitlupe, was Huawei Mate 30 Pro kann. Das sind alles RAW-Fotos, die wir gerade gesehen haben, aus dem Mate 30 Pro. Und sind dann, nachdem wir einige Fotos gemacht haben, weiter dort stehen. Weitere Fotos gemacht und probiert einiges über die Kultur und über Smartphones zu erfahren. Ich setze noch in einen typisch chinesischen Markt verschlagen und er unterscheidet sich nicht krass zum europäischen Markt. Da sind wir dann schon angegangen im U-Garden. U-Garden ist ein chinesischer Tourispot, der nicht nur bei Touristen, sondern auch bei Einheimischen beliebt ist. Übrigens, überall wo das Huawei Mate 30 Pro Logo eingeblendet ist, unten dran sind Aufnahmen mit dem Huawei Mate 30 Pro gemacht worden. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin positiv von der Kameraqualität überrascht, weil es besser aufgelöst ist wie mein Handy. Wir haben dann noch einiges über 5G erfahren und das dann auch auf der chinesischen Shopping Mall dürfen anwenden, weil die ist mit 5G ausgestattet. Und ich habe heute das Fazit ziehen, dass ich das Gefühl habe, aktuell lohnt es sich noch nicht, 5G für ein Smartphone zu investieren. Jetzt sehen wir hier auf dem Bild in lila den Fernsehturm. Also spaßeshalber habe ich gesagt, er sieht aus wie der Berliner Fernsehturm. Und es klingt wie ein Spaß, aber es ist tatsächlich der Fernsehturm in Shanghai. Dann weiter hinten mit dem blinkenden Spitz gesehen, der Shanghai Tower, das ist das zweithöchste Gebäude der Welt. Und die Aussichtsplattform ist sogar höher wie die Aussichtsplattform von Burj Khalifa. Blau erleuchtet ist das Shanghai World Financial Center oder bei den Einheimischen auch Bottle Opener genannt. Jetzt möchte ich euch darum bitten, dass ihr Fragen bezüglich am neuen Mate 30 Pro in die Kommentare stellt, dass ich bald schon ein Review dazu machen kann. Und in dem Sinn, mein Name ist Mark Gonio und stay on the bridge.